Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Amn aufpelzig. Und ich bin aus Versehen jetzt schon bei der Pause hier drauf gekommen. Von daher, das macht jetzt aber nicht so viel. Ach ja, dann würde ich sagen, du als unseren Schurke, du stolperst mal vor und guckst, was hier ist. Aha, ein Troll, ein Trollkoch, ach Gott. Den mache ich fertig. Wobei, mit dem können wir auch sprechen. Machen wir das lieber, ich glaube, das ist lustiger. Hallo, ihr Essenssachen, gerade rechtzeitig. Spring doch bitte mal rüber auf den Grill. Wie bitte? Der Grill, großes Ding aus Metall. Spring drauf, aber vorsichtig, ist heiß. Na, für einen Troll sprecht ihr aber ziemlich gut. Meine Mutter hat sich wirklich große Mühe gegeben, mir gut die Ausbildung zu verschaffen. Hat mich zu den Kobolde geschickt. Die sind clever. Haben mir beigebracht, wie man wirklich gut kocht. Mögt ihr die Orks? Die riechen schlecht, aber sie sind in Ordnung. Können manchmal ein bisschen fies sein. Häuptling Grabgrub schneidet mir manchmal Finger ab und wirft sie auf den Grill. Sagt, die schmecken wie Würstler. Du das nicht weh? Ja, aber ich bin Troll. Finger werden abgeschnitten, Finger wachsen noch. So, jetzt hör auf zu babbler, fang an zu brutzeln. Häuptling Grabgrub mag's nicht, wenn ich mir Messer rett. Ich lass mich doch nicht broten, du verrückter Troll. Onkel Kachum, der war verrückt. Ich bin nicht verrückt, ich bin ein Koch und jetzt rauf auf den Grill. Warum sollte ich wohl auf den Grill dann drauf wollen? Mann, ist echt verdammt schwer, also da noch jemand zu finden, der ein bisschen hilft. Wenn ihr nicht auf dem Grill seid, wie soll ich euch dann brote? Ich mag aber gar nicht gebrote wäre. Wenn ihr nicht gebrote wäre wollt, warum habt ihr euch dann um die Stelle beworben? Ich finde, ihr würdet einen Leckerbissen abgeben. Jungs, auf lecker. Okay. Okay. Dann lassen wir doch erstmal den Trollkoch zu uns. Ja, Und ist schon geschehen. dann machen wir den erstmal fertig. So. Der ist glücklicherweise nicht allzu stark, der Trollkoch. Und zack. Schade eigentlich um den Troll selber, weil das so ein relativ intelligenter Troll war. Da finde ich es immer etwas schade, so Gegner niederzumachen, die eigentlich was auf dem Kasten hätten. Aber naja, er hat sich so ausgesucht. Das war das Leben, was er sich erwählt hat. Der Hauptmann, der Krieger, der Bogenschütze, der Schamane. Der Schamane würde ich eigentlich ganz gern losgehen. Krieger und Bogenschütze, das ist Quatsch. So, der Schamane wollte schnetzeln, genau. Verschont keinen. Ja, Hessen und Kölner und so, ich weiß. Oh, die sind mit Hast. Also wie gesagt, nach wie vor, ich weiß bis heute nicht, was die da eigentlich babbeln. Bis heute weiß ich es nicht. Jetzt haben wir den Hobgoblin. Und zu dem schicken wir den Corgi rein. Also die hat man ja relativ fix erledigt. In Baldur's Gate 1 waren das noch am Anfang relativ, ja, Gegner mit einer relativen Herausforderung, sage ich jetzt mal. Aber hier, das ist null Herausforderung mehr. Hobgoblins, das ist so Kanonenfutter für uns mittlerweile, würde ich sagen. So, das kommt, glaube ich, an Abdel Adrian. Da hat der nämlich auch ein bisschen was. Und erst mal einen Schluck Wasser trinke jetzt. Ah, ja, das ist genau das, was ich brauche, um die Stimme zu ölen. So. Ich werde wenn es denn sein Und apropos unbemerkt zuschlagen. Geh doch mal da rein. Da lauert der fiese, böse, hässliche Ottik. Na, 35 Schade habe ich mir wenigstens gemacht. Das ist gar nicht mal so schlecht. Freundchen. Gott, Abdel Adrian als weiter. Na, krank ist er jetzt auch noch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. So. Mir was gute Idee, das mir zu übertragen. Gegen Verlangsamung ist er offensichtlich nicht auffällig. Das ist schon nicht schlecht. Sagt mir doch, Korgan, was ist eure Meinung zu Konflikten und Auseinandersetzungen? Mir scheint es, dass diese Gruppe stark in nutzlosem Geplapper und schwach auf dem Gebiet der Charakterstärke ist. Je härter man kämpft, desto glorreicher der Sieg. Was meint ihr, Sprücheklopfer? Ein leichter Sieg ist ein wertloser Sieg.
Wie war. Als tapferer Krieger von Geburt habe ich ganz recht angenommen, dass ihr sowohl ein Student der Kriegskunst als auch ein Meister des Kampfes seid. Beste Kämpfer, der in der Not lächeln kann, in Verzweiflung, sei stark zu sammeln vermag und im Nachdenken Tapferkeit gewinnt. Ein Zwerg, ihr sprecht die Wahrheit. Ein beispielloser Krieger wie ihr ist wieder die Natur. Die Stärke in höchster Gefahr, wie das Schicksal durch die Federn spinnt. Das Überleben von der Stärkeren nennt man das, und das ist das große Rätsel vom Leben. Das Leben der Abenteurer. Und jetzt halt's Maul. Beziehungsweise halt die Gosch. Ach Gott, ja. Reizend. Er hat ihn ja beim ersten Mal auch schon so arg gelabert, der Korgan. Und, da haben sie sich noch relativ gut verstanden. Hier finde ich eigentlich auch, dass die sich recht gut verstanden haben. Nur zum Schluss mal wieder Korgans Launen. Der kann wohl richtig nett sein, der kann sogar relativ philosophisch sein, wenn er das will. Aber im Großen und Ganzen ist es doch ein ziemlich gewalttätiger, übler Typ. Komm, der Rede wert. Ach ja. Ein Traum. So einer hat man noch liebend gern in der Gruppe. Ich werde unbemerkt zuschlagen. So, jetzt gehen wir nochmal durch entlang. Und was haben wir dann hier? Derg, der Ork. Und Fleylan, der Ork. Hallo, Derg. Derg kann ich nicht töten. Obwohl, kann ich ihn der Derg nicht tragen? Na, egal. Ja? Na egal, dann gehen wir nochmal so rein und sprechen dann mal mit den Freaks. Bitte, erbarme mit uns. Es tut mir leid, töt mich nicht, hab nur Befehle befolgt. Wollt kein Kinderesser oder alte Leidtreter. Hab nur mal Arbeit getan. Mieser Ork, ihr wenn's gleiche Schicksal leider wie euer Artgenosse. Kein Spaß, helfen mir! Keine Gnade denen, die gegen Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, es wäre genauso sinnlos, die in Ruhe zu lassen, weil wirklich hilfreiche Informationen haben die nicht für einen. Also auch wenn man sie verschont, babbeln sie nur Zeug, was man eh schon weiß. Deswegen, man kann natürlich ambientemäßig dann als guter Charakter sagen, ah nee, ich töte jetzt nicht unbedingt jeden. Aber man kann auch wirklich einfach nur bösartig sein und die Orks über den Jordan schicken. Und genau das haben wir jetzt gemacht. Beziehungsweise habe ich mich entschieden, das zu machen. Ach ja. Oh, hi Orkies. Da steht gerade genau der Falsche davor. Mir was zu tun ist. Ich hoffe, das bringt was. So, lassen wir nochmal die Orks zu uns kommen. Schon gut, schon gut. Ich mach ja schon. Wir haben schon. Alter, da stehen genau die falsche Leute vor. So. Okay, so und so. Und so. Allerhaupt. Da hat sich auch noch einer versteckelt. Gewittert du nach Keitel noch einmal. Du hat doch auch der Teufel in der Garde geschissen hier. Mann, 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 Mann. Da holen wir noch. Oh, der hat sogar recht viel gehabt für so einen Ork. Der, ja, das geht. Und das ist Schampel. Ich werde unbemerkt zuschlagen. Dann schlagen wir unbemerkt zu. Kommt, ja. Okay, herzlichen Glückwunsch. Jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vampire. 3 Mumie und ein düster Schrecken und wahrscheinlich lungert und noch einer durch herum. Ja. Ach du ich habe Scheiße. ja schon begriffen. Okay, folgendes. Jalkales? Vicky, mach doch mal einen Schutz vor Lebenskraftentzug auf Und unseren was darf es Corgi. jetzt sein? Du pfefferst jetzt bitte mal hier so einen Feuerball durch die Gegend. Der blöde Zwerg macht das schon. Eder, raus mit dir. Und jetzt fetzt du die Vampire. Anomen, stell dich in die Nähe. Und wirkt verdammt nochmal den Zauber. Und... Mist, das hat wohl nicht funktioniert. Scheiße. Was wollt ihr? Okay, Korgan weiter auf die Vampire. Er muss es jetzt auf jeden Fall hinkriegen, weil er ist ja unser Prügelknaber.
Der kann der Schade-Eistecker. Auf euren Befehl hin werde Kann ich er noch einen vorrücken. Schutz wirken vor Lebenskraftentzug? Ja. Mit Sehr schön. Geschwindigkeit, Kamerad. Das muss jetzt auch relativ schnell geschehen, weil das hält nie so besonders lang. Schutz vor Lebenskraftentzug und du weiter auf der Vampir. Gott. Alles klar, sehr schön. Die Vampire sind tot. Mir was zu tun ist. Und jetzt Dotruf. Ich warte. Spuckt's schon aus. Abdel Adrian, du kriegst jetzt nochmal das Ding in die Hand. Und jetzt allesamt hier auf die Mumie. Corgi, du gehst nochmal zurück. Ah, du hast den nochmal Vampire. Na toll. Scheiß doch jemand da. Alter, diese Lache. So, jetzt noch fix da drauf, bevor Korgans Schutz vor Lebenskraftentzug endet. Meine Waffe taugt nicht. Er tankt hier glücklicherweise, sodass er der ganze Schade hier einsteckt. 14.500. Oh, scheiße. Puh, das war Glück. Das war Glück. Edwin hat noch den Vampir gekillt. Die hat Beherrschung auf Korgan gewirkt. Er attackiert jetzt uns, aber der Vampir hat keinerlei Schade bei uns abgezwackt. Okay, wir sollten jetzt machen, dass wir hier wegkommen. Beziehungsweise Edwin wirkt doch mal ein Magiebann auf Korgan. Scheiße, das bringt nichts. Okay. Wenn es denn sein muss. Dann verpisst euch schnell, bevor euch Korgan holt. Gute Idee, das mir zu übertragen. Sagt mir, was zu tun ist. Kaum der Rede wert. Und macht hier die Multidär zu. Gut, jetzt müssen wir nur noch warten, bis der Zauberbeherrschung vorbei ist. Aber Gewitter, du Keitel, das lief ja besser als erwartet. Das letzte Mal, als ich das gemacht habe, war mit meinem guten Charakter hier. Und da war ich auf Stufe 14 oder was mit meinem Geisterjäger. Maximal 13, schlechtestenfalls 13. Aber ich glaube eher so Stufe 14 war ich. Und da waren es insgesamt 4 Vampire oder so. Und hier waren es jetzt mindestens 5 oder 6er. Also 5 bis 6 Vampire waren das. 10.500 Erfahrungspunkte geben die. 14.500 Erfahrungspunkte. 12.500 Erfahrungspunkte. Also es ist schon gewaltig. 10.500. Also die Vampire, die machen definitiv ordentlich Erfahrung. Also die geben schon ordentlich Erfahrung. Mann, 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 Mann. Sonst ist hier nur Quatsch. Das geht an Edwin. Hätte ich gerne wieder die göttliche Rage. Ja, Bis wir das nächste Mal wieder gegen Vampire kämpfen. Okay. schon geschehen. Heidewitzka. Also das war jetzt schon gerade kein einfacher Kampf. Schatten und Schattenscheusal lauern hier. Ein Todesalb, 2 Todesalbe und noch ein Schatten. Okay. Dann müssen wir hoffen. Ja, Todesalb zuerst. Na toll, der hat schon mal aktuell Adrian ein paar Lebensstufe abgesaugt. Höherer Todesalb, großartig. Okay, Schattenscheusal, höherer Todesalb. Auf den zuerst. Habt ihr nichts Besseres zu tun, als mich zu belästigen? Ich mag erst einmal hier Truffschießer. Den mag ich ziemlich schnell erledigt, aber. Okay, Korgan hat auch noch eine Stufe abgesaugt gekriegt. Dann auf den Todesalb. Und dann auf die andere. Wie viel hat denn der höhere Todesalb jetzt gegeben? Normale 2000. Und der höhere Todesalb tatsächlich 8000 Erfahrungspunkte. Abdel Adrian hat Stufe verloren und Korgan hat, glaube ich, 2 Stufe verloren. Okay. Dann mach doch mal bitte die geringere Genesung auf Abdel Adrian. Das ist ja dein Liebling. Und du kannst schon mal Korgan heilen. So.
Ja, 2 Stufen hat er verloren und er hat Annie verloren. Eieieiei. Ich bin dabei. Also die Gegner hier, die sind definitiv nicht ohne. Das muss man nur lassen. Okay, da haben wir noch einen Schlüssel gefunden. Wir haben noch Schleuderkugeln gekriegt, plus 2. Vicky hat schon die volle Ausstattung. Ede noch nicht. Aber jetzt... Unangenommen darf die Achauer. Dafür opfern wir die plus 1er Kugeln. Okay. Das war der Weg, den wir gehen mussten, damit wir hier weiterkommen. Und zwar mal gefunden Kapellenschlüssel. Das ist der Schlüssel, den ihr in der zerstörten Kapelle in den Windsperrhügeln gefunden habt. Ohne den geht's nicht weiter. Man hätte natürlich auch mit dem Dieb sich hier durchschleichen können. Und dann mit dem Unsichtbarkeitstrank wieder raus. Nichtsdestotrotz, die Erfahrung, die die ganze Vampire hier geben, auf die will man nicht verzichten, finde ich. So, jetzt können wir aufmachen. Na kommt die raus. Samia. Halt. Ich warne euch, ich habe schon viele von euren Brüder getötet, um das... Oh, verzeiht mein Benehmen. Ich habe gefürchtet, ein weiterer Trupp Orks käme, um mich zu schikanieren. Vor allem, um zu schikanieren. Okay. Man hat mich schon vor vieles kalt, aber noch nie von Ork. Wer seid denn ihr? Entschuldigung, ich bin Samia und wie es scheint, sind wir in der gleichen Lage. Seid ihr auch wegen dem Grab hier? Ich habe nichts von einer anderen Expedition gewusst. Ja, was könnte man denn nur finden? Es sollte wohl wertvoll sein. Historisch gesehen, ja. Ich bin Wissenschaftlerin und nicht irgendeine süße, vollbusige Reliquiejägerin. Ihr könnt mir vielleicht helfen. Sollen wir uns über eine Art Partnerschaft unterhalten? Ich suche das Grab von König Strom, den Dritten von Tetia. Er hat sein Leben durch Verrat verloren. Traurig ist einfach ein Edelmann. Ich hoffe, in seinem Grab Schriften zu finden, die sein Leben beleuchten. Aber ich kann den Bereich nicht überqueren. Ich habe den Schlüssel, aber irgendetwas verhindert, dass ich hineingehe. Vielleicht wird die Magie darauf abgestimmt, Leute bestimmter Herkunft fernzuhalten. Wahrscheinlich ihr Überbleibsel aus Kriegszeiten. Sie wollten nicht das Feindesgrab schänden. Ihr könnt euch vorstellen, was ich euch fragen werde. Nicht wahr? Ihr wollt, dass ich meinen Hals riskiere und ihr hierhin warten. Ist es das? Das ist mein Vorschlag. Ich werde euch natürlich entschädigen. Ich bin soweit gekommen und ich würde nur widerwillig mit leeren Händen gehen. Na, in Ordnung. Ich werde euch helfen. Danke, hier ist ein Schlüssel, der die Erste aufmacht. Drinnen müsst das Grab finden, aber ich bezweifle, dass es unbewacht ist. Gemäß der Legende wird das Grab von 7 Wächter behütet. Der letzte bewacht die Grabkammer und ist sogar bei Einsatz stärkster Magie unsichtbar. Okay. Wenn die Legende wahr sind, kann ich mir nicht vorstellen, wie ihr an so einem Wesen vorbeikommen wollt. Es könnte nicht der Hinweise geben, die in die richtige Richtung weisen. Die Schriften, die ich suche, müssten in der Grabkammer sein. Sobald ihr sie habt, kehrt zu mir zurück und ich werde euch vergelten. Viel Glück. Ich werde es bestimmt brauchen. Ja, das sind immer die Liebsten, die da hocken und nichts machen. Ich warte. Naja. Ich hoffe, das bringt was. Das sind wir mal nett trotzdem. Samias Schlüssel. Das ist der Schlüssel zu dem Grabmal von König Strom, dem Dritten. Jo. Viele Faller haben wir hier auf jeden Fall schon. Das ist nicht schlecht. Und auf dem Level kriegen wir schon 3250 Erfahrungspunkte fürs Öffnen von fürs Entschärfen von schlichte Falle. Das ist ziemlich geil. So. Wächter soll es hier geben. Was wollt ihr Und Falle gibt es auf jeden Fall mehr als genug. Ich würde sagen, Korkan heilen wir auf jeden Fall nochmal. Und mit kritischen Wunden heilen gehen wir an Matra. Scharf führt meine Hand. Ich werde eurer Stärke So, folgen. jetzt. Ich werde unbemerkt. Ich bin dabei. Ach, der düster Schrecken wieder. Alter, finsterer Unhold. Okay. Ist abgelaufen, Freundchen. Alter, sind das hassenswerte Kreaturen. Jetzt mal ohne Scheiß. Okay, dort hinten ist wieder nix. Die sind dermaßen hassenswert, diese Viecher. Und später schlitze ich euch den Bauch auf. Wenn es denn Ach sein Gott. So, da haben wir der erste Wächter. Und um den kümmern wir uns auch gleich. Und
Das waren 36 Schadenspunkte. Ich bin der Hüter von dem Tor. Hier liegt der gefallene König, der von seiner Feinde niedergestreckt wurde, als das Jahr vom brennenden Himmel im Jahr von der Schuppeernte zum Opfer fiel. Na, aber sehen alles, was ich bewahren muss. Ich hätte nicht gedacht, dass muss ich diese erstmal in die Gruppe Rara? fähig sein würde, mich zu erfahren. In die Rache, genau. Erstmal was trinken. Heieiei. Aber jetzt. Ihr gehört nicht zu der Schuppiche, aber auch nicht zur Familie. Ihr habt die der durchschritten, aber dürft nicht weitergehen. Nieder, nieder auf den Boden, in Ehrerbietung für die Tote. Niemals. Okay, verletzt hämmern. Die Krieger jage ich nochmal rein. Genau deswegen. Der macht jedes Mal eine Sonnenfeuer. Und gibt 8000 Erfahrungspunkte, was schon ziemlich ordentlich ist, wie ich finde. Teil einer Totenmaske. Auf den ersten Blick scheint es sich nur um eine Tonscherbe zu handeln. Bei näherer Untersuchung erweist sich die Tonscherbe als ein Teil der Totenmaske von König Strom III. Das dem hätten sich auch Sprache kennen. Hätte man alle Teile, könnte man die Totenmaske sicherlich wieder zusammensetzen. Wozu das gut sein soll, wisst ihr allerdings nicht. Das kommt noch. Keine Angst. Nein! Oh, das war jetzt saudumm. Ich wollte eigentlich mit Abdel Adrian, aber naja, egal. Das war jetzt echt saudumm. Ich wollte eigentlich die Falle entschärfen, aber okay. Zumindest nicht so bald. Dann halt nicht. Was haben wir da? Eine Formel Stein zu Fleisch. Die heben wir auf. Ein Zauberauge. Das kennt aber schon ein Zauber. Gut. Ich warte. Dann, Moment, Quatsch. Ich hoffe, das bringt was. Schicken wir wieder unseren Schurke vor. Und... Okay. Noch müssen wir anscheinend nicht unsichtbar sein. Aber da ist was. Ich werde unbemerkt zuschlagen. Und da ist noch was. Erstmal noch Falle-Checker. Da haben wir schon Annie. Und die führt ins Nichts. Ich werde unbemerkt zuschlagen. Da ist der nächste Strama. Okay. Los. Das heißt, ihr Spuckt's geht schon dort hier. Gut. Und Korgan und Anomen brauche ich. Auf euren Befehl, die besten Anführer können auch Befehle befolgen. So, ich mag, dass du wieder in die Schatte eintauchst. Und Ich kümmere mich drum. dann starte doch mal ein hinterhältiger Angriff auf den Djinn-Wächter. Und okay. 56 Schade insgesamt, das ist ziemlich gut. Ich hab schon wegen weniger Weiter getötet. Attackiere Geschehen. Was wollt und ihr auch Oberwälder? weiter Attackiere. Komm, komm und hör mal verwerfliche Rede. Hört, was ich sagen muss, weil der Dienst es so will. Dann, wenn er sterbe aus Pflichterfüllung und Hass. Ich bin ein Wächter vom gefallenen König. Hier liegt er, der die Luft gereinigt hat, der das Schicksal mit seinem Leben und seinem Körper beeinflusst hat. Hier liegt er, der das Feuer gesehen hat, und hier liegt ihr, die er seine Ruhe stört. Okay, schwer verletzt. Und Platz. Dann wollen wir Das war's mit ihm. Und wir haben noch einen Teil von der Tote Maske. So, das ist wieder dasselbe Text wie bei dem anderen Ding. Ach, Ich warte, wenn es denn sein muss. und ich würde sagen, Richtung mit dem Schwert und ich werde es ist wieder Zeit für eine Massenheilung. So, Idee, das mir zu übertragen. nicht schlecht. Ich werde unbemerkt zuschlagen. Dasselbe Spiel hier in der Folterkammer. Da brauche ich wieder Anomen und Korgan. Das klingt okay. Und drauf. Eine 30 und Sag er mir, was zu ist tun ist. gelähmt. Ich hoffe, das bringt was. Quatsch, allesamt auf den drauf. Aber Korgan haben wir ein bisschen Platz. Ich folge euren Befehl. So und so. Im Moment. Ich warte. Ich kümmere mich. Das war jetzt ohne viel Gebabbel. Ist schon Das ist am geschehen. besten so, wenn ich die einfach so niederstrecken kann, die ganze Kreatur, weil die Wächter mit ihrem Sonnenfeuer sind doch etwas nervtötend. Und dafür, dass er nur sowas Sachen wie ihr werdet alle sterben, brauche ich das eigentlich nicht. Okay, dann dasselbe Spiel hier noch einmal. Wenn du es irgendwie hinkriegst, ne, geht anscheinend nicht. Probieren wir es nochmal so, so. Spuckt's schon aus.
Wow, 182 Schadenspunkte. Ja. Lecco mio. Ich bin dabei. Das war mal ein ordentliches Attentat. Alter Sagt mir, was Falter. zu tun ist. Wenn es denn sein muss. Also so heftig Ich hat warte. bisher noch niemand Schaden gemacht. Deswegen liebe ich Schurke und Meuchelmörder. Wenn die mal treffen, dann gewaltig. So einen Ort zu erforschen. Das Blut pulst schneller, wissend, dass das Böse ganz nah ist. Ja, ist so gut, dass dir einer abgeht, mein Lieber. Später schlitze ich So, euch den hier. Das Schicksal wartet. Kaum der Rede wert. Ups. Die dürfen nun alle noch gar nicht betreten, den Raum. Ansonsten fängt der an zu schwätzen. Oh, haltet ein. Nix da am Arsch. Und hopp. 66 Schadenspunkte und er ist betäubt. Sagt mir, was zu tun ist. Sehr gut. So wird es doch was. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. 2 fehlen noch. Ah, schickes Teil. Also je mehr wir es zusammengebastelt kriegen, desto interessanter wird das Ding, finde ich. Ich warte. Okay. Ich kümmere mich drum. Also ihr seht definitiv ein guter Schurke, der hinterhältige Angriff verursacht. Den kann man immer gut gebrauchen. Der ist wieder so ein ekliger Ghoul. Ist schon. Okay. Na toll, wieder krank gemacht. Wow, von so einer eklige, von so einem widerwärtigen Freak. Okay, dann Jalkales, kommt er mal hierher. Sagt mir, was zu tun ist. Ja, Abil. Und einer von euch muss mich heilen von der ekligen Krankheit. Ich warte. Am besten von meinem Schnucki-Putz Viconia. So, was ist hier? Hier ist nix. Meine Axt. Ja, Dann ja. können die Leute noch rüber. Blöde Zwerg macht das. Gute Idee, das mir zu Und? übertragen. Hier ist so ein Betrachter drin. Das sogenannte Direktor. Okay. Dann gehen wir doch mal so auf den drauf. Und 23 Schadenspunkte machen wir. Warum auch nicht? So. Den Betrachter machen wir jetzt so schnell wie möglich fertig. Und das war's. Perfekt. 10.000 Erfahrungspunkte hat er gegeben. Kaum der Rede wert. Gut. Dann sind wir durch 8 durch. Da muss man noch aufschließen. Und das ist gar keine richtige Idee. Okay. Alter Hopf. Aller Hopf. So rum. Gut. Dann was brauchen wir gibt's? euch in der Ich will Hinterhand. wenigstens gut bezahlen. Mir was zu tun ist. Ich hoffe, das bringt was. Da ist nämlich noch so ein Knetkopf. Und Winsele. Winsele gerade. 66. Macht's kurz. Und es hat Elektroschaden gemacht bei ihm. Ich bin Wächter, bekämpft wird Schicksal und tief hinab floh Widersacher, aber Erfolg trauert um sein gefallener König. Der Sieg muss mit dem Ende von der Regentschaft bezahlt werden. Flammen nahm der AK-Führer, denn andere konnten nicht sehen, was er gesehen hat. Hätten sie nur die Aare von dem König gehabt. Genau, denken Sie mal drüber nach. Ich hab schon So viel wegen Tod dazu. weniger getötet. Dann gehört das an Abdel Adrian. Moment, das haben wir gleich. Das. Scheiße, das war so. Genau, das do hier. Und was kommt jetzt? Okay. Garnskind und 4 Krag. Okay. Warte mal. Was ist denn da jetzt neues? Guck mal. Wir haben die 6 Teile von König Stroms Totenmaske endlich gefunden. Ich habe alle Teile genommen und sie persönlich zusammengesetzt. Jetzt müssten wir nur noch herausfinden, was wir damit tun können. Okay. Also die Dinger haben sich jetzt zu M vereint. Maske König Stroms des Dritten. Dies ist die vollständige Totenmaske von König Strom dem Dritten. Wenn ihr sie aufsetzt, verfärbt sich die ganze Welt vor euren Augen in seltsamen Farben. Vielleicht könnt ihr mit dieser Maske etwas sehen, was sich auf normalen Wege nicht sehen lässt. Abgesehen davon scheint die Maske über keine Fähigkeiten zu verfügen. Da er der Einzige ist, der sowieso als Schurke hier keine Helme tragen kann, Ich warte. würde ich sagen, wir machen das so. Und dann gehen wir da rein. Und dann gehen wir hier rein. Und dann kriegen wir auf die Schnut. Und ouch, dann sollten wir vielleicht doch mal wieder rausgehen. Das ist nicht so gut. Vor allem, wenn unser Abdel Adrian kurz am Verrecken ist. Ist definitiv nicht so gut. Ich stehe euch zu Dienst. Halte mal den Gaul. Schwere Wunden heilen. Zu euren Diensten. Und
Mittelschwere Wunden heilen. Meine Hand. Und, ach, nochmal mittelschwere Wunden heilen. So. Ja? Wie war dann das? Der mit der toten Maske muss reingehen. Und da ist er, ja. Wächter. Sehr schön. Also, auf ihn mit Gebrüll, Jungs. Du, Korgan, wechselst aber auf deine Frost- und Säure-Axt. Und... Perfekt. 10.000 Erfahrungspunkte hat der jetzt nochmal gegeben. Das war's mit dem Ding. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Wenn Und es denn sein muss, perfekt. sagt mir, was Jetzt kommen wir hier rein. mir zu übertragen. Und hier sollten wir auf jeden Fall Modellade dicht machen. Bevor wir noch eine böse Überraschung abkriegen. Komm, der Rede wert. Da ist noch was. Da können wir was nehmen. Was ihr macht, total am Rand von einem 4-Grad-Dungeon. Wie ihr es auf der Karte seht. Weiter geht's doch nicht mehr an der Stelle. Und hier haben wir 2 Sachen. Drachenschuppenschild plus 2. Auch dieser mächtige Gegenstand wurde vom Hexer Wormsoa hergestellt. Der wohnt bestimmt bei Worms, Weg steht der Hals halt. Das Schild besteht aus der Haut eines roten Drachen, die über einen Stahlrahmen gespannt wurde. Grüne und weiße Drachenschuppen sind auf dem Schild angebracht, dass sie ein Muster ergeben, das sich aus dem richtigen Blickwinkel zum Antlitz eines uralten Drachen formt. Das ist ziemlich cool. Feuer, Kälte und Elektrizitätsresistenz des Trägers beträgt 25% und eine RK von -3. 25. Ja. Feuer- und Kälteresistenz, aber dafür haben wir halt noch eine Elektroresistenz und -3. Ja, der kriegt jetzt das Teil. So. So einfach ist das. Dafür kriegt er sein Familienschild ganz als erstes unter dem Edelsteinbeutel. Und Drachentöter, Peridan, Langschwert plus 2. Es gibt nur wenige, die es wagen, derartige Gegenstände anzufertigen, weil jeder den Zorn der Drachen fürchtet. Und wie könnte man ihren Zorn wohl stärker erregen, als durch die Anfertigung von Gegenständen zum Töten von Drachen? In einer Zeit, die schon lange vergessen ist, bestand jedoch die Notwendigkeit, der Drachengefahr zu begegnen. Daher wurde dieses Schwert geschmiedet. Es schützt den Träger durch seine starken Verzauberung davor, jene Furcht zu empfinden, die nur allzu natürlich ist, wenn man in den aufgerissenen Rachen eines Drachen starrt. Zudem regeneriert der Träger, wird nicht von Unsichtbarkeit getäuscht und verursacht gar doppelten Schaden gegen die mächtigsten Kreaturen der Reiche. Besondere Fähigkeiten: Träger ist immun gegen Furcht, regeneriert einen Trefferpunkt alle 10 Runden und kann einmal täglich Unsichtbares entdecken. 1W8 plus 2, doppelter Schaden gegen Drachen, also 1W16 plus 4. Das ist schon mal nicht schlecht. Das behalten wir auch hier für Abdel Adrian im Petto, weil das ein Langschwert ist. Und das ist gar nicht mal so übel. Gut, dann würde ich aber sagen, ihr liebe Leute, an der Stelle mache ich jetzt auch meinen Cut wieder. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Am auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Iron Yankee.